Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chili Hero. Ihr habt es im Titel richtig gelesen, ich bin vierfacher Weltrekordhalter. Und wie es dazu gekommen ist, erzähle ich euch nach dem Intro. Ihr alle kennt doch sicher Speedruns, also dieses Ding, wo man halt so möglichst schnell eine Minecraft-Welt fertig macht. Es gibt es natürlich aber auch für andere Disziplinen, wie zum Beispiel verschiedene Mario-Games oder so. Also es gibt wirklich für extrem viele Spielarten, verschiedene Spiele, solche Speedruns. Ich wurde mal gefragt, ob ich Lust habe, denn mit jemandem mal ein paar Speedruns zu machen, und in dem Moment hatte ich weiß nicht genau, was da war, aber ich hatte, glaube ich, keine Zeit oder auch keine Lust, whatever. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich dann daran erinnert, und dann habe ich mal angefangen, ein bisschen zu üben, zuerst alleine, ein bisschen zu gucken, wie schnell die Zeiten sind. Und dann habe ich mich mit Spoker zusammengeschlossen. Ich denke, viele von euch werden ihn kennen. Und dann haben wir angefangen, zusammen Hive zu grinden. So, es gibt natürlich verschiedene Kategorien und sogar, glaube ich, verschiedene Webseiten, die Speedruns verifizieren. Ich habe mich auf der Webseite speedrun.com angemeldet. Und ihr seht schon hier, ich habe ein Profil. Das machen wir gleich mal auf. Aber ihr seht hier, es gibt so verschiedene Kategorien. Es gibt einmal Skywars, Treasure Wars, Survival Games, Murder Mystery und Misc. Das Ganze gibt es einmal für Java und für Bedrock, und ihr könnt immer hier sehen, zum Beispiel Any% Solo, Bedrock und Java, seht ihr die Rekorde, wie schnell das war, und ihr könnt jeweils hier draufklicken und dann kommt ihr zu dem Run, wo es immer ein YouTube-Video dazu gibt, und die werden halt wirklich auch recht professionell verifiziert. Klar gibt es mal Fehler, aber hier seht ihr auch, wird teilweise auf die Millisekunde geachtet. Ich erkläre euch kurz, was ist. Any% ist einfach ein Game so schnell wie möglich zu gewinnen, das sei das Skywars oder Treasure Wars. Perfect% ist, wenn man in einer Kategorie, zum Beispiel Skywars, alle Kills in einer Runde macht. Niemand darf runterspringen, man muss wirklich jeden einzelne Person gekillt haben. Das geht natürlich Solos, das gibt es aber auch in Doubles und so weiter. Und wie gesagt, eben hier diese verschiedenen Varianten, und je nachdem könnt ihr hier draufklicken und seht ihr dann die Rekorde von wem und wem, wie lange die gebraucht haben, welche Plattform sie sind und wie lange das her ist. Und ja, ich gehe mal kurz auf mein Profil, und ihr seht schon hier, ich habe einige Runs submitted, und ihr seht hier, ich bin viermal erster Platz. Einmal in Skywars 5 Kills. 5 Kills genau habe ich noch nicht erklärt. 5 Kills ist, wenn ihr einfach so schnell wie möglich 5 Kills braucht. Das geht natürlich in Double sehr schnell. Habe ich hier zusammen mit Spoker geholt. Ihr seht hier auch Spokers Profil. Der erste Platz habe ich mit Sheldon gemacht. Da haben wir einen Perfect% hinbekommen. Also einfach wirklich alle gekillt in einer Runde. Das war auch echt krass hier. 1 Minute 50 Sekunden. Die dritte Goldmedaille, würde ich jetzt mal sagen, haben wir hier zu dritt alle zusammen. Nämlich einmal Perfect% in Trios. In 1 Minute und 11 Sekunden, das war auch eine wilde Runde. Und am Schluss haben wir hier nochmal mit Spoker ein Any%, also einfach so schnell wie möglich ein Game gewinnen. So, was habe ich denn vor? Also, ich habe vor, mit euch jetzt diese Videos kurz ein bisschen zu analysieren, einfach kurz durchzugehen und zu sagen, was wir da gut gemacht haben, was wir schlecht gemacht haben, und vielleicht sogar ein bisschen Tipps zu geben, falls irgendjemand von euch auch Lust hat, mal seinen Weltrekord zu probieren. Mich würde es auf jeden Fall mega freuen, wenn ich ein paar von euch sehen würde auf der Plattform, und vielleicht eventuell jemand, der mir meinen Rang abluchst. Ich habe jetzt relativ lange gewartet. Wir haben, glaube ich, teilweise sogar 6 Weltrekorde gehabt. Also das war wirklich mega krass. Es lohnt sich aber mega, weil es macht einfach mega Spaß, so schnell zu spielen und einfach auch so Taktiken zu haben zusammen. Also kann ich euch auf jeden Fall an dieser Stelle nur empfehlen. Wenn euch so Content gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und natürlich eine positive Bewertung. Würde mich mega freuen. Wir sehen uns in dem ersten Run. Okay, fangen wir direkt in der ersten Kategorie an. Wir spielen die 5 Kills Kategorie, das heißt, wir müssen einfach so schnell wie es geht 5 Kills holen. Spoker ist mein Mate in dieser Runde. Die Zeit beginnt zu zählen, sobald diese Game Starts Counter auf 0 ist und man drunter fällt. Wir spielen auf der Map Dynasty, welche relativ gut für Runs ist, da diese einfach recht eng zusammen ist und kompakt und einfach zu erreichen. Ich habe vergessen, den Timer zu starten, deshalb ja, ignoriert den links oben einfach. Spoker fängt an zu bridgen, bevor die Border down ist. Wenn man das timen kann, spart man so 1 bis 2 Sekunden, aber er ist ein bisschen zu früh los, darum wurde er von der Border zurück TP't. Dieses Springen nach oben macht dich ein bisschen schneller, und beim Speedrun kommt ja auf jede Sekunde an. Deshalb helfen auch solche kleinen Sachen, und da habe ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit gespart. Bauen ist zwar schnell, aber in Speedruns lohnt es sich auf jeden Fall immer Boomboxen und Enderpearls zu benutzen, da diese doch meistens deutlich schneller sind als Bauen. Die beiden waren nicht besonders gut, das ist relativ schnell gegangen, und dann hatten wir die ersten 2 Kills schon in unserer Tasche. Das heißt, wir brauchen einfach nur noch 3. Spoker hat dann die beiden Green geholt, das heißt, uns hat noch ein Kill gefehlt.
und da vorne haben sich dann zum Glück die Roten rübergebaut. Als ich dann bei denen angekommen bin, musste dann alles schnell gehen. Dummerweise war der Typ in diesem Loch, das heißt, ich konnte ihn nicht wirklich schnell runterhitten, was mich dann halt ein bisschen Zeit gekostet hat und gelaggt hatte leider auch noch. Da ist der 5. dann gestorben und wir konnten den Run in 59 Sekunden und 383 Millisekunden beenden. Run 2. Ich habe die Aufnahme leider nicht mehr gefunden, deshalb ist das Ganze ein bisschen schlechtere Qualität, aber ich hoffe, man erkennt trotzdem was. Das ist die Map, die wir eben gerade gespielt haben und welche einfach mega gut zum Rushen ist. Der einzige Unterschied war dieses Mal aber, dass wir die Any% Kategorie gespielt haben, in der man einfach so schnell wie möglich das Game gewinnen muss. Dieses Mal hatte ich keinen Timer gehabt, wieso auch immer, aber ich hatte direkt recht gutes Equip, 3/4 Eisen. Und wir hatten sogar noch 15 Sekunden Schutzzeit. Also habe ich da einfach direkt angefangen, ein paar Erz abzubauen und habe dann aus dem Dia-Erz sogar noch eine Dia-Hose bekommen. Ja, den Start habe ich maximal verkackt. Da haben wir gefühlt 5 Sekunden verloren. Das hat natürlich ein bisschen wehgetan. Als ich es dann aber geschafft habe, bin ich dann direkt nach rechts gerusht, wo das orange Team schon auf den Ring gelaufen ist. Und ja, ich sehe dann halt diesen Full-Dia-Typen und hatte dann in dem Moment schon echt Schiss, weil ich hatte ja nur eine Chain-Brust. Und gegen eine Dia-Armor mit einem einigermaßen begabten Spieler ist man natürlich dann recht schnell verloren. Aber zum Glück ist der Typ mega lost. Ich renne ein bisschen um ihn rum, schmeiß ihn dann runter und um den anderen habe ich mir da absolut keine Sorgen gemacht. Der war recht lost und schlecht equipped. Da habe ich dann aber doch einen Fehler gemacht, was mich dann wieder Zeit gekostet hat und mich mega aufgeregt hat. Ein Wunder, dass der Run überhaupt noch was geworden ist. 4 Sekunden habe ich da ungefähr verloren und das ist halt besonders in Speedruns, wo es auf jede Sekunde drauf ankommt, tödlich. Zum Glück ist Blau aber am Anfang der Runde aus irgendwelchen Gründen runtergefallen, was gut für uns war, da wir so ein Team weniger killen mussten, um die Runde zu gewinnen. Ich bin also weitergerannt in der Hoffnung, das nächste Team zu finden und bin dann bei Rot gelandet. Die beiden waren sehr schlecht equipped und das Ganze war dann auch relativ einfach für mich. Direkt nach meinem Kill hat Spoker dann den ersten Pinken geholt und einfach dann direkt danach den anderen. Und so konnten wir den Run in 1 Minute 8 Sekunden und 750 Millisekunden abschließen, was doch besser war, als ich gedacht habe. So, bei diesem Try habe ich mit Shelton gespielt und wir haben uns an der Perfect% Kategorie versucht. Das heißt, wir mussten alle Kills machen und niemand darf halt runterfallen, was bei dem Skill einiger Spieler auf Hive doch teilweise etwas schwer war. Auch auf einer anderen Map haben wir gespielt, die heißt Midau. Wir haben uns für diese entschieden, da das alles über 2 kleine Inseln läuft und nicht über einen Ring oder 4 Inseln, was das Ganze ein bisschen unübersichtlicher machen würde. Und so es einfach ganz gut für uns war, das Ganze zu kontrollieren, so wer auf die Insel kommt, wer noch nicht auf der Insel ist und so weiter. Den Timer habe ich dieses Mal nicht vergessen, das heißt, ihr seht immer direkt, wie lange das Game schon dauert. Als die Border removed wurde, ist Shelton direkt losgesprintet und wir haben abgemacht, dass der Bridge einfach direkt weiter auf die Seite geht und auf die andere Seite der Map geht. Deshalb bin ich dann nach links abgebogen und habe mich da erstmal auf die Gelben fokussiert. Unglücklicherweise hatte der Alex-Skin schon halb Dia-Rüstung und als sie dann zu zweit auf mich drauf sind, musste ich mich zurückziehen, was mich in dem Moment etwas angepisst hat. Glücklicherweise ist aber dann mir der Steve nachgerannt und als er dann bei der Ecke war, konnte ich ihn dann mit einer meiner 2 Schneebälle runterhitten. Ich wollte natürlich keine Zeit verlieren und bin dann zurück auf die Insel, wo ich dann den Alex-Skin mit ein paar Schlägen killen konnte. Als ich dann zurück auf die Insel wollte, hat mich das andere Team bereits erwartet. Der eine hat extrem gelaggt, ob das jetzt ein großer Vor- oder Nachteil war, kann ich nicht so gut sagen. Jedenfalls hieß es wieder 2 gegen 1, ich konnte die dann aber doch recht einfach holen. Schaden haben sie mir trotzdem recht gut gemacht, auf 3 Herzen war ich dann am Schluss noch. Als ich meine beiden Teams dann gekillt habe, hat nur noch ein Team gelebt, das Grüne, welches bei Shelton auf der Insel war. Also bin ich so schnell wie es ging zu ihm rüber und als ich dann in der Mitte war und Shelton den ersten Grünen erledigt hat, wurde ich noch kurz hackusated. Shelton konnte den letzten dann aber noch killen und damit hatten wir den World Record in der Kategorie Doubles Perfect %. Kommen wir nun zum 4. und letzten Weltrekord. Auch hier habe ich die Aufnahmen leider nicht mehr gefunden und den Timer habe ich auch vergessen. Shelton, Spoker und ich haben auf der Map Armada gespielt, welche einfach meine Lieblingsmap ist für Trios und Squads. Der Plan war, dass jeder ein Dreier-Team killt, das heißt, jeder Mensch oder halt jeder von uns hat ein Schiff bekommen, welches auf welchem Team war und das muss er dann killen.
Das heißt, ich bin rechts auf die roten, Spoker ist dann links auf die blauen und Shelton ist durch die Mitte auf die gelben gegangen. Wenn ein Dreierteam zusammenarbeitet, dann hat man recht wenig Chancen allein, aber zum Glück haben sich jetzt meine Gegner nicht so wirklich geholfen und auch wenn mein Equip nicht so wirklich stark war, gelang es mir, alle 3 zu killen. So blieb uns also nur noch Shelton, der seine Teammates killen musste und er hat natürlich ein bisschen länger gebraucht für sein Team, weil er einfach auch den längsten Weg hatte zu seinen Gegnern. Aber für ihn war das auch keine große Sache und somit konnten wir den Trios Perfect Percent Run abschließen und uns den Weltrekord sichern. Das Ganze haben wir in 1 Minute 11 Sekunden und 600 Millisekunden geschafft, was doch relativ schnell war. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Falls euch dieser Content gefällt, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen und falls ihr neu auf dem Kanal seid und allgemein MCPE-Videos mögt, dann seid ihr auf meinem Kanal genau richtig, lasst doch gerne ein Abo da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das allgemein mit Speedruns so findet, ob ihr vielleicht das auch mal versucht. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich bis zum nächsten Video. Bye!